Äpfel und Birnenweihe, fein gemacht von der Patricia, natürlich mit Thurgauer Äpfel. Ein guter. Thurgauer Äpfel sind die schönsten. Und was braucht es sonst noch eins? Wir nehmen auch noch reife Biere dazu. Teig, also Kuchenteig habe ich jetzt, Butterkuchenteig. Ein bisschen Maisstärke, Eier, Rahm, 250 Milliliter, Haselnuss, Dessertgewürz. Je nachdem, wie sauer die Thurgauer Äpfel sind, nehmen wir noch ein bisschen Zucker dazu und eine Zitrone. Völlig easy. Völlig easy. Ich habe gehört, du musst gehen. Dringend. Wir haben einen riesen Produktionsauftrag. Produktion schaffen. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen, Tschüss. bis nachher. Ciao. Los geht's! Was bis jetzt geschehen ist. Ich habe hier die Früchte geschnitten. Ich zeige gern wie. Viertel und nachher schön so geschnitten. Äpfel und Bier. Mein Teig ist in der Form mit dem Backpapier. Der Ofen läuft. Und jetzt ganz wichtig, die ersten 5 Minuten werden wir nur mit Unterhitze schaffen. Das sorgt dafür, dass der Teigboden richtig knusprig bleibt. Also ich habe jetzt Unterhitze, 200 Grad. Können wir hier schön weitermachen. Und jetzt mache ich so mit dem Gabel Löcher überall, dass der Teig schön knusprig bleibt. Was auch noch hilft, die Flüssigkeit nachher von den Früchten aufzunehmen, ist jetzt unsere Haselnuss. Ich verteile doch alles. So schön. Ich mache jetzt einmal eine Birne, einmal einen Äpfel und so weiter und so fort, bis der ganze Kuchenboden voll ist. Einmal Äpfel, einmal Birne, einmal Äpfel, einmal Birne. Dann bereiten wir jetzt den Guss hier. Ich habe über die 250 Milliliter Vollrahm genommen, 2 Eier dazu, gut mischen. Wir machen 2 Teelöffel Maisstärke rein. Ich habe vorher diese Äpfel probiert. Sie sind wirklich ein bisschen sauer. Dann mache ich hier in meinen Guss 1 Teelöffel Zucker. Das sorgt auch dafür, dass schon ein bisschen karamellisiert an der Oberfläche. Mache ich hier ein bisschen Zitronenschale drauf. Mache wirklich da direkt rein. Zitrone, wie die Früchte natürlich vorher spülen. Und jetzt kommt der Guss hier drauf. Ist da ja fein. He? Und was wir natürlich nicht vergessen können, noch das Dessertgewürz oben drauf. Da gibt es so eine Steady Karamell. Jetzt lege ich einfach meine Düne in den Ofen. Also wahrscheinlich sind insgesamt 15 Minuten mit Unterhitze nur und etwa da 30 Minuten im Urluft. Auf jeden Fall riecht fantastisch. Dann kann ich da ablecken. Guck mal das. Wow. Hole das Steady aus der Produktion weg und dann können wir probieren. Ich höre jemand kommen. So. Ist schön, dass du trotzdem hast kurz weggehen. So kann man doch ein Zvieri machen. Ich nehme auch von da. Nie so fein gewesen. Oh, schau mal. Und jetzt nehme ich komme jetzt genau einen Äpfel und eine Birne und alles. Ein guter. Guter? Meine Äpfel, die ich da gestohlen habe. Ja, da gibt einfach einen speziellen Touch in die Dessert rein. Wirklich. Aber es ist natürlich auch genau richtig gemacht. Die Haselnüsse unten rein merkt man. Bis nächstes Mal. Dir auch. Bis nächstes Mal. Dann vielleicht ohne Hütli oder mit einem anderen Du musst Hütli. wieder schärflich essen, dann. Hey, ich muss. Sind wir nicht böse? Tust du da? Mach ich. Also Danke, vielen Dank. zusammen. Ciao. Tschüss. Bis nächstes Mal. Danke. Ciao, ciao.